Hallo, ich bin Tatjana Antic. Die oft gehörte Frage lautet, warum ein Wort männlich ist. Das richtet sich nach dem Genus und das Genus ist das grammatische Geschlecht eines Wortes. Wir können das manchmal bestimmen, weil wir bestimmte Regeln kennen und manchmal sollen wir das doch auswendig lernen. Die Regeln, die ich ja so zusammengestellt habe, helfen dir, also den Mehrteil zu bestimmen. Also, los! Strategie, sich das Genus nach den Inhalten zu merken. Das betrifft eine männliche Person, das betrifft eine Berufsbezeichnung. Gerade so wie in diesen Beispielen. Wenn wir schon die Inhalte besprechen, Vorsicht ist geboten. Das biologische Geschlecht von Tieren ist nicht dem Genus gleich. Das Pferd, das Zebra, das Schwein, das Schaf, das Kamel und dazu die Maus und die Ratte. Warum? Ja, einfach so. Auswendig lernen. Strategie, sich das Genus merken, es heißt neue Wörter in einem Satz zu verbinden. Wieso? Also, ein Mann gibt seinem Sohn einen Kuss, nimmt seinen Wagen und fährt weg. Das sind ja all die Wörter, die männlich sind. Und in einem bestimmten Satz zusammengebunden lassen sie sich leichter merken. Strategie, sich das Genus nach den Endungen zu merken. Linge, ich. Wenn man sowas in einem Satz verbindet, könnten wir genauso solch einen Satz kreieren. Ein Lehrling muss in seinem Fachbereich denken. Der Kunde ist König. Die Wörter der Kunde und der König sind genauso männlich. Strategie, sich das Genus nach den Endungen zu merken, Fremdwörter auf ant, ent, eor, ist, ismus, or, wieder in einem Satz verbunden. Ein Asylant, oft in seinem Analphabetismus, oft wie ein Agent verstanden, ist auch ein Amateur und kein Aktivist, kein Autor. Strategie, sich das Genus nach dem Inhalt zu merken. Also Namen der Automarken, wie zum Beispiel der Audi, der BMW, der Mercedes, der Skoda. Namen der Züge, zum Beispiel IC oder ICE. Und dann der Verbativa, das sind die Wörter, die mit einem Verb zu tun haben, aber doch Substantive sind und eigentlich dem Verb nur ähnlich sind und noch dazu ohne Endung. Beispiel: gehen, der Gang, fangen, der Fang. Und dann dazu alkoholische Getränke, fast alle Ausnahme, das Bier. Dann Namen der Berge, fast alle, aber zum Beispiel, es heißt die Zugspitze. Den Film soll man so oft laufen lassen, bis man sich alle Wörter gemerkt hat. Oder viele Wörter, je nachdem. Ende.